Ja, das Thema heute lautet, Manu hat es schon angedeutet, als Gott Mensch wurde. Und das Thema heißt, wer ist Gott überhaupt? Ich glaube, es ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Und Joel, warum stellst du das hier hoch? Ich meine, das trasht die ganze schöne Bühnendeko hier. Also, das können wir nicht machen. War so abgemacht. Muss weg. Und zwar aus dem Grund, ihr habt euch vielleicht auch gefragt, warum steht das überhaupt hier vorne? Und zwar, ich glaube, genau darum geht es nämlich in unserem Thema. Manche Dinge sehen wir nicht, weil sie verdeckt sind. Bei manchen Dingen sagen wir, hey, nimm den Schleier weg, lüfte den Schleier, lass mich sehen, lass mich verstehen, worum es eigentlich geht, was dahinter steckt. Und genau das wollen wir heute Morgen machen. Wer ist Gott überhaupt? Wir wollen miteinander den Schleier lüften, wir wollen miteinander, sagen wir so, den Sack wegnehmen, dass wir wirklich sehen, wer ist Jesus? Ihr seht hier die Kerze und wir schauen heute in die Bibel hinein und wir wollen Jesus besser kennenlernen. Und ich möchte mit euch in einen der, ich denke mal, umfassendsten Texte gehen, in wenigen Versen, der über diesen Herrn spricht. Im Johannes 1 lesen wir die Verse 1 bis 15. Hier heißt es, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Und er, der das Wort ist, wurde Mensch und er lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er rief ihnen zu, das ist der, von dem ich gesagt habe, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Wenn wir diesen Text lesen, dann tönt das vielleicht am Anfang etwas komisch, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und es tönt so etwas verwirrlich. Aber ich möchte es ganz einfach machen. Wir lesen nachher in diesem Johannesevangelium, dieses Wort ist eine Beschreibung für Jesus. Es ist eine Beschreibung für diesen Sohn von Gott. Und der das geschrieben hat, das ist ganz wichtig, das war jemand, der hat Jesus persönlich gekannt. Und ich glaube, gerade wenn wir uns über die Frage unterhalten, wer Gott ist Gott, ich glaube, dann können wir durch niemand anderes besser etwas davon erfahren und lernen, als jemand, der ihn gesehen hat, der ihn berührt hat, der ihn erlebt hat und der ungefähr während 3,5 Jahren sein Leben mit ihm geteilt hat. Und das war dieser Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Und er schreibt am Anfang 3 Dinge und beschreibt so Jesus oder dieses Wort. Und er sagt erstens einmal, er ist der Ewige. Er ist der Ewige oder am Anfang heißt es, war dieses Wort. Er war vor aller Schöpfung. Und das ist, ich weiß, für viele Kinder ist die Weihnachtszeit eine große Herausforderung, weil es noch ewig geht, bis man die Geschenke bekommt.
Und dann werden 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, je nachdem, werden zu einer halben Ewigkeit. Und uns geht es doch manchmal auch so etwas ähnlich, wenn wir etwas unbedingt wollen. Es scheint uns, als würde es eine Ewigkeit gehen, bis es dann wirklich kommt. Aber Ewigkeit bedeutet eigentlich etwas ganz anderes. Ewigkeit bedeutet, dass dieses Logos, dieses Wort von Gott, dass er keinen Anfang, kein Ende hat. Das ist ungefähr so, wie wenn ich vielleicht hier jetzt in diesem Zeitstrahl bin, 2020, und wir haben einen Zeitstrahl, der geht in die Ewigkeit zurück, in die Vergangenheit. Und es gibt nie ein Ende dieses Zeitstrahls. Es ist wie, wenn man vielleicht einen Lichtstrahl hineinschickt ins Universum, er hört nicht auf, er geht. Und Ewigkeit bedeutet das gleich auch in die Zukunft. Es geht nicht 20, 50, 100.000 Millionen von Jahren, sondern Ewigkeit bedeutet, es ist wirklich absolut unendlich. Und dieser Johannes, er schreibt, dieser Jesus, er ist ewig. Das heißt, Jesus hatte keinen Anfang und er wird kein Ende haben. Jesus existierte, bevor alles, was existiert, begonnen hat zu existieren. Und Jesus wird noch leben, wird noch existieren, wenn alles auf dieser Welt einmal ein Ende hat und nicht mehr existieren wird. Und das ist eine Eigenschaft, die nur Gott hat. Und es steigt eigentlich sehr steil ein in diese Beschreibung von Gott, weil er beschreibt jemanden, wie kein anderer je irgendwo beschrieben wird. Irgendwie in der ganzen Literatur. Ich kenne niemanden, der irgendwo als ewig beschrieben wird, als nur hier Gott. Und ich glaube, es zeigt uns etwas. Hey, wenn Johannes anfängt, uns diesen Gott zu beschreiben als den Ewigen, dann lädt uns eigentlich Gott dazu ein und sagt, weißt du was, schmeiß an diesem Tag deine eigenen Vorstellungen mal über Bord. Schaut, die allermeisten Menschen bringen ihre eigenen Vorstellungen zu Gott. Die einen denken von ihm, er ist der uninteressierte Gott. Andere wieder haben ein sehr negatives Bild von Gott. Wie konnte er nur dies und jenes zulassen? Viele andere, die haben ein Konzept und sagen, hey, er ist vielleicht weit, weit weg. Und viele Menschen sagen, es gibt überhaupt gar keinen Gott. Ist interessant und dann beten sie dann trotzdem. Und Johannes, er zeigt uns eigentlich in diesen paar Versen, hey, wirf mal deine Vorstellungen über Bord und hör doch einmal dem zu, der Jesus gekannt hat. Er ist der Ewige. Es ist interessant, dass die Bibel, wenn sie über diesen Jesus schreibt, dass sie schreibt, hey, er ist die Offenbarung von Gott an uns Menschen. In anderen Worten, wenn du wissen willst, wer Gott ist, schau Jesus an. Wenn du wissen willst, wie Gott lebt oder wie Gott denkt, schau an, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat. Und wisst ihr, das zeigt uns eigentlich das tiefe Herz von Gott. Schaut, Johannes war eigentlich dort und er fing an zu schreiben und er sagt, hey, ihr müsst unbedingt zuhören. Was ich euch erzählen möchte, ist so stark in meinem Herzen drin, begeistert mich so, hat mein ganzes Leben derart eingenommen. Ihr müsst einfach wissen, es gibt diesen lebendigen Gott und diesen Gott, warum schreibe ich? Weil man ihn kennenlernen kann. Weil er nicht ein verborgener Gott ist, weil er nicht ein Gott ist, der irgendwie so ein Enigma für uns ist, unbegreiflich, sondern weil er jemand ist, der dir sagt an diesem Tag, du kannst mich kennenlernen, wie ich wirklich bin. Und zwar als den ewigen Gott. Weißt du was? Ich stehe außerhalb dieses Raums, außerhalb der Zeit. Ich weiß, was damals war in deinem Leben. Ich weiß, was noch kommen wird. Ich weiß sogar die Zahl der Haare auf deinem Kopf. Ich kenne den Tag, an dem du geboren wurdest. Ich kenne deinen Namen. Ich kenne sogar den Urgroßvater von dir, den du nicht kennst. Ich bin der ewige Gott. Und dann sagt er, beschreibt ihn weiter, dass Jesus, dieses Wort von Gott, er ist der Schöpfer. Es heißt, durch ihn wurde alles geschaffen. Alles geschaffen. Hey, der ganze Mikrokosmos, die Zellen in deinem Blut, die kleinsten Atome deines Körpers,
bis hin zum Makrokosmos, den ganzen Sternen, unserem Sonnensystem, den Galaxien, die darüber sind. Er hat alles geschaffen. Das bedeutet nicht, dass er jeden Einzelnen jetzt von uns irgendwo einzeln als ein Wunder geschaffen hat, aber er hat die ersten Menschen geschaffen und hat in sie hinein den genetischen Code gelegt, durch das nächste Leben, die Nachfahren und so weiter gekommen sind. Und trotzdem jedes Mal, wenn ein Mensch gezeugt wird, entsteht wieder etwas von diesem Wunder, von dieser Schöpfung von Gott. Jemand kommt auf diese Welt, den es vorher nicht gegeben hat. Eigentlich, ihr lieben Eltern, wenn ihr Kinder gezeugt habt oder noch zeugen werdet, durch euch vollbringt Gott jedes Mal in dem Moment ein Wunder. Weil etwas in Existenz kommt, das es vorher nicht gegeben hat. Es ist auch nicht, das ist das Einzige, das du als Mensch in dem Sinn schaffen kannst, das vorher nicht da war. Denn alles andere, das du nimmst, dann nimmst du Materie, du nimmst ein Stück Holz, machst etwas daraus. Du nimmst irgendwie, auch beim Kochen, du nimmst Dinge, die schon da sind auf dieser Welt. Aber jedes Mal, wenn ein Kind gezeugt wird, spüren wir etwas von diesem schöpferischen Geist, der da ist, den Gott in das Leben von einem jeden Menschen gelegt hat. Und weißt du was, wenn es heißt, er ist der Schöpfer, bedeutet es auch, dass wenn sich einer auskennt im Leben, wenn einer weiß, was uns gut tut, wenn einer weiß, was uns schadet, er ist es. Er ist der Meisterdesigner deines Lebens. Hast du gewusst, er hat für alle Dinge deines Lebens eine Absicht. Er hat für alle Dinge deines Lebens, sogar für die Details deines Lebens, hätte er Vorstellungen, was dir zu deinem Besten dienen würde. Er ist der Meisterdesigner. Und wisst ihr, eigentlich, wenn uns das so bewusst wird, müsste uns eigentlich eine Frage in unseren Herzen groß werden, nämlich die, wenn du mein Designer bist, warum bin ich da? Was willst du mit meinem Leben? Was ist deine Absicht für mein Leben? Das müsste eigentlich die dringendste Frage sein an den, der uns Menschen erschaffen hat. Schau mal, will mal so sagen, wenn du mal verliebt warst oder wenn du geheiratet hast, sagst du in dem Moment eigentlich, es gibt andere Menschen, ohne die will ich nicht leben. Und du gibst damit eigentlich dem Designer Gott eines der größten Komplimente und sagst, du hast etwas so gut gemacht, dass ich ohne das nicht leben will. Aber Geschwister, die Frage ist die, was will dieser Gott? Wenn wir in ein gutes Fragen kommen in unserem Herzen und sagen, was willst du denn mit meinem Leben? Was sind deine Pläne? Was ist dein Wille für mich? Ich glaube, dann fangen wir an, das Leben zu verstehen und das Leben zu leben. Und dann sagt Johannes über ihn nicht nur, dass er der Ewige ist, nicht nur, dass er der Schöpfer ist, sondern dass Jesus das Leben ist. Vor ein paar Jahren, oder vor, glaube ich, 3, 4 Jahren, kam eine Neuschöpfung dieses Films heraus über die Wiege des Lebens. Tomb Raider. Und es geht eigentlich darum, dass verschiedene Menschen in diesem Film die Wiege des Lebens finden wollen. Sie kämpfen darum. Irgendwo ein Schatz tief verborgen. Und ich dachte in dem Film, hey, wenn sie sie finden, was werden sie finden? Wie wird die Wiege des Lebens sein? Und weißt du, was im Film dann geschieht? Als sie die Wiege des Lebens finden, stellen sie fest, wenn wir damit in Berührung kommen, das wäre die größte Katastrophe für die ganze Menschheit. Und sie schauen, dass sie die Wiege des Lebens dann irgendwo verstecken können, auslöschen können, was auch immer. Aber wisst ihr, Jesus, er ist das Leben, er ist der Inbegriff des Lebens. Was in seine Nähe kommt, fängt an zu leben. Ich wurde so erinnert an Geschichten im Alten Testament, als beispielsweise wurde ein Mensch getötet in einer Schlacht. Und weißt du, was sie taten? Sie haben ihn in das Grab eines Propheten geworfen. Ein Propheten, der mit Gott nahe unterwegs war. Und die Bibel erzählt, der ist ins Grab geworfen worden, der Tote.
Und er stand wieder auf. Der ist wieder lebendig geworden. Warum? Weil mit dem Propheten etwas von dem Leben, von der Kraft Gottes da war. Ich würde es mal so sagen, wenn Jesus als das Leben durch unsere Herbst- und Winterlandschaft gehen würde, die Bäume würden wieder anfangen zu sprießen, die Blumen auf dem Boden würden anfangen, die jetzt verwelkt und verdorrt sind, aufzustehen, zu neuem Leben erweckt zu werden. Wo Jesus hinkommt, er ist der Inbegriff des Lebens. Und nicht nur das Prinzip des Lebens, sondern auch der Lebensqualität. Was mit Jesus in Berührung kommt, das fängt erst an, richtig zu leben. Und ich stelle das immer wieder fest, wenn Menschen mit diesem Leben von Jesus in Berührung kommen und sich darauf einlassen, sie sagen, ich habe angefangen, erst richtig zu leben. Mir ist es gewesen, als hätten die Farben angefangen zu leuchten. Mir ist es gewesen, als hätte ich die ganze Welt umarmen können. Ich habe plötzlich so eine Liebe, eine Zuneigung, eine Kraft bekommen in mein Leben, wie ich es vorher nicht hatte. Jesus, er ist das Leben. Und wer ihn findet, der findet wirklich dieses Leben. Und dann, nach dieser Vorstellung, sagt Johannes, schaut einmal, ich gebe euch eine kurze Beschreibung hier über Jesus und über Gott. Aber jetzt geht es nicht nur darum, sondern Menschen können zum Vertrauen an diesen Jesus finden. Und es heißt, Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle glauben. Schaut, das große Problem für uns Menschen ist doch eigentlich das, hey, wir sind hier und wir sprechen von einem Gott, der nicht sichtbar ist. Und damit haben wir ein Problem. Er ist zu weit weg. Erst wenn wir diese Beschreibung anschauen, er ist auch außerhalb unseres menschlichen Verstandes, dass wir ihn wirklich checken und begreifen können. Und wisst ihr, das war der Grund, warum Gott Mensch wurde. Das war der erste Grund, warum Gott sagte, Jesus, mein Sohn, geh auf diese Welt und werde Mensch wie alle anderen auch. Warum? Schaut, weil wir als Menschen, wir können nur das anfangen zu begreifen, was auf unserer Ebene ist. Das Beste, was du verstehen kannst vielleicht in deinem Leben, ist ein anderer Mensch. Warum? Du kannst mit ihm kommunizieren. Wir haben 3 Hühner zu Hause und ich versuche sie jetzt noch zu begreifen, aber manchmal verstehe ich sie nicht. Ich weiß nur, sie sind ganz lustig, wenn ich rausgehe und sage, hallo miteinander, kommen alle raus. Ich sage dann ganz egoistisch jeweils, ich glaube, das ist, weil sie mich lieben. Und ich weiß, eigentlich kommen sie raus, weil sie hoffen, es gibt Futter. So weit geht mein Hühnerverständnis. Also wenn wir einen Menschen kennenlernen, der mit uns im Dialog ist, der mit uns redet, den wir sehen, die Regungen in seinem Gesicht, die Regungen seines Körpers, seine Sprache verstehen, wir bekommen Antwort, dann fangen wir plötzlich an und wir denken, ich glaube, ich kenne jemanden. Und schaut, darum ist Jesus Mensch geworden. Er wollte nicht, dass Gott für uns irgendwie ein abstraktes Gebilde bleibt, wie er es für die meisten ist in unserem Land, sondern er wollte nahbar werden, er wollte greifbar werden. Ich denke daran, wie einer der Jünger sagte zu Jesus, zeig uns doch den Vater, oder er sagte in anderen Worten, lass uns doch checken, wie der Gott ist. Und weißt du, was Jesus zu ihm sagt? Er sagte zu ihm, wer mich gesehen hat, hat den lebendigen, ewigen Gott gesehen. Wow. Verstehst du, darum ist Mensch geworden. Wenn du Gott suchst, wenn du Gott kennenlernen willst, gehe nicht an Jesus vorbei. Du wirst Gott ohne Jesus nicht kennenlernen. Du wirst ohne Jesus nie begreifen können, wer Gott ist. Jesus, die Theologen sagen, Jesus hat Gott exegesiert oder er hat ihn ausgelegt. Er hat ihn für uns greifbar gemacht, verständlich gemacht. Nicht in dem Sinne, dass wir alles verstehen über Gott, aber dass wir anfangen können, Vertrauen zu fassen.
ich kann ihn kennenlernen. Ich kann ihn wirklich als den ewigen, großen, lebendigen Gott kennenlernen. Und das heißt, er kam mir als Licht, dachte, das ist noch schön, oder? Erster Advent. Machen wir noch ein Licht an diesem Morgen. Bin noch nicht ganz in der Übung für Weihnachten. Doch, es geht. Und ich denke, wenn wir an dieser Weihnachtszeit jetzt dann so viele Kerzen anzünden, wir freuen uns an diesem Licht. Wir freuen uns daran, dass es Dinge erhält, die wir sonst nicht sehen würden. Und Johannes sagt eigentlich, schaut, Jesus, er ist wie dieses Licht. Er ist in die Dunkelheit gekommen, damit wir anfangen zu sehen. Und das heißt, er, der das Wort ist, er wurde Mensch, er lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Schau, mit Jesus, mit dieser Menschwerdung, können wir anfangen, Gott zu begreifen. Denk an Joan Osborne. Sie hat in den 90er Jahren eine ganz, ganz bekannte Ballade rausgebracht. Auf YouTube ist sie millionenfach angeklickt worden. Und sie schreibt dort und singt, What if God is one of us? Was wäre, wenn Gott jemand von uns wäre? Dann singt sie, ein Stranger on the bus, ein Fremder auf dem Bus, der versucht, seinen Weg nach Hause zu finden. Die Frage, die sie stellt, ist eigentlich die richtige. Was wäre, wenn er einer ist von uns? Und genau das ist er geworden. Johannes sagt nachher später, wir haben ihn berührt, wir haben ihn gehört, wir haben ihn erlebt. Er war dieses lebendige Wort. Und er sagt, obwohl Jesus in diese Welt gekommen ist als ein Licht, sagt er, die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Schaut, wir dürfen etwas nicht außer Acht lassen. Es gibt Mächte und Kräfte, die wollten nicht damals, dass Jesus bekannt wird. Es gibt bis heute Kräfte und Mächte, die hindern Menschen daran und wollen nicht, dass Menschen verstehen, wer Jesus ist. Damals erzählt uns die Bibel, musste Jesus sogar fliehen mit seinen Eltern nach Ägypten, weil Herodes alle Kinder in diesem Alter getötet hat. Er ist in Ägypten gewesen und etwas später kommt er zurück, nachher mit seinen Eltern wieder zurück nach Israel. Und von Anfang an versuchte die Finsternis, dieses Licht auszulöschen. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Die Finsternis hat es nicht geschafft. Sie hat es nicht geschafft. Und weißt du was? Das ist eben, weil Jesus Gott ist. Du kannst Gott im eigentlichen Sinn nicht auslöschen. Und weißt du was, du kannst auch etwas nicht auslöschen in deinem Herzen, dass dieser lebendige Gott an dir wirkt und versucht, dass dieses Licht in deinem Leben angezündet wird. Die Frage nach dem, wer ist Gott, die wird dich dein Leben lang beschäftigen. Es sei denn, wenn deine Frage zur Antwort kommt und du kannst sagen, jetzt habe ich ihn gefunden. Und ja, darum ging es dann Johannes und er sagte, eigentlich im letzten Teil, er sagte, es geht darum, dass Menschen diesen Jesus aufnehmen können in ihr Leben. Was bringt es dir, von Gott zu wissen? Was bringt es dir davon zu wissen, es gibt ihn? Er hat einen Plan für dich, er hat dich geschaffen, er ist der ewige Gott, der deine Vergangenheit, deine Zukunft kennt, wenn er nicht Teil deines Lebens wird. Was bringt dir das beste Weihnachtsessen, wenn du es nicht isst? Was bringt dir das schönste Geschenk, wenn du es nicht auspackst und für dich gebrauchst?
Aber Johannes, er sagte dann, damit gibt es ein Problem bei den Menschen. Er sagte nämlich, Jesus kam in die Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Und liebe Freunde, das ist kein intellektuelles Problem, dass die Menschen Jesus nicht erkennen, dass die Menschen nicht verstehen wollen, wer er ist. Das Problem liegt auch nicht bei Gott, weil er sich gezeigt hat. Schau, das Problem, das liegt in unseren Herzen. Das Problem liegt in diesen Regungen unseres Herzens, wo wir uns dem Gedanken nicht öffnen wollen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der das Anrecht hätte, uns etwas in unserem Leben zu sagen. Wir wollen ja selbst bestimmen. Wir wollen ja selbst unseren freien Willen leben. Wir meinen selbst, wir wissen, wie es gut kommt. Und so gehen wir unsere eigenen Wege. Und der alte Jesaja, einer der Propheten, sagte, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder hat auf den eigenen Weg gesehen. Und wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, wo Gott, dass er lebendig ist und dass er sich gezeigt hat, a priori von den Menschen ausgeschlossen wird. Die Kinder hören es, die Jugendlichen hören es in der Schule, die Bibel, das ist Fiktion. Das ist ein Märchen, das ist im besten Fall eine eindrucksvolle Geschichte, aber nicht mehr als das. Und das heißt, Jesus, er kam damals sogar zu seinem eigenen Volk und sie wollten nichts von ihm wissen. Aber weißt du was, es geht auch anders. Es geht auch anders. Sowohl Intellektuelle wie ganz einfache Menschen stehen letztlich vor dem ewigen und großen Gott ohne Niveauunterschiede. Und Gott spricht eine Einladung aus und er sagt, wenn du willst, kannst du mich aufnehmen in dein Leben. Du kannst mich in dein Leben einladen. Und wisst ihr, dann kommen Menschen manchmal zu mir und sagen, ja, Herr Theis, eigentlich könnte mir es schon vorstellen, dass so ist. Aber ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Aber es ist interessant, Johannes sagte, denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Weißt du was? Ich möchte dir etwas ganz Revolutionäres heute sagen, das du vielleicht noch nie so gehört hast. Du musst gar nicht glauben. Sagst du was? Was steht hier? Nein. Zuerst heißt es, lass den Vers noch stehen bitte. Zuerst heißt es, die ihn aufnahmen. Weißt du, in dem Moment, wo wir anfangen zu verstehen und wir spüren hier drin, das ist wahr über Jesus. In dem Moment kannst du eine Entscheidung treffen, ich nehme diesen Jesus auf in mein Leben. Und weißt du, was dann geschieht? Dann kommt Gott selbst und er weckt den Glauben, den du brauchst. Wir tun den Schritt auf ihn zu, dass wir Jesus aufnehmen. Er ist der Gott, der den Glauben in uns weckt. Und wisst ihr, so macht es Gott eigentlich für uns sehr einfach. Er sagt, du hast eigentlich zwei Optionen. Entweder du kannst so leben, wie du bisher gelebt hast, oder du kannst eine Entscheidung treffen. Ich will den Ewigen, den Schöpfer, der das Licht ist für alle Menschen, der das Leben ist. Ich kann diesen aufnehmen in mein Leben. Und schau, wenn wir etwas aufnehmen, vielleicht etwas wie beim Essen. Du weißt erst, ob es gut ist, wenn du es im Mund hast. Du weißt erst, wie es ist, wenn du es in dein Leben aufgenommen hast. Und so ähnlich ist es mit Jesus. Weißt du, Glaube ist dann nicht schwer, weil er kommt. Gott selbst kommt, weil er weiß, wir können menschlich gar nicht selbst glauben.
Wir können das auch nicht produzieren. Und dann hilft er uns. Und dann tut er 3 Dinge, steht hier drin. Erstens, wir werden zu Kinder Gottes. Eine Zeugung findet statt in unserem Leben. Dieses Leben kommt in uns. Als ich gestern beim Joggen unterwegs war, dachte ich, was für ein Geschenk, dass mein Körper, der einigermaßen mitmacht, in sich das ewige Leben trägt. Warum? Weil ich ihn aufgenommen habe. Schau, in dem Moment, wo wir ihn aufnehmen, kommt dieses Leben von Gott in uns. Und dieses Leben ist nicht nur ein neues Leben, ein ewiges Leben, sondern ist ein Leben, das aus dir einen neuen Menschen macht. Ein Kind von Gott. Du trägst den Namen Gottes von dem Moment an auf deinem Leben. Ich glaube, deshalb wurden später die Menschen, die Jesus nachfolgen, auch Christen genannt. Nicht nur, weil sie dem Namen nach sind, sondern weil sie Christus, Jesus, in sich tragen. Und dann sagte Johannes, und wir sahen seine Herrlichkeit. Weißt du was? Mit Jesus beginnen wir ein neues Leben. Ein Leben in Berührung mit seiner Herrlichkeit. Dein Alltag wird anders, dein Leben wird anders. Du kommst an Situationen hinan, oder bisher vielleicht in deinem Leben, du dachtest, wie werde ich das schaffen? Und dann trägst du die Herrlichkeit von ihm in dir. Du hast Zuversicht für Dinge, die kommen. Du verlierst nicht den Mut in den Nöten und Schwierigkeiten deines Lebens. Weißt du, was es heißt? Aus seiner Gnade, das ist die 3. Beschreibung, dürfen wir nachher nehmen. Aus dieser Fülle, Tag für Tag. Weißt du was? Es ist, als würde dein Leben angedockt sein. Ich weiß, wie viele Menschen machen heute Yoga und andere spirituelle Übungen, hoffen irgendwo, dass irgendwelche eine Kraft von ihnen selbst und so vielleicht dann irgendwo wirksam wird. Weißt du was? Ich weiß eins, wo nicht vielleicht, sondern ich weiß, wo eins ganz bestimmt. Nämlich, wo die Kraft von Gott in unserem Leben wirksam wird. Es ist die Gnade. Gnade bedeutet übernatürliche, göttliche Kraft, um mit den Dingen des Lebens zurechtzukommen. Und ich möchte dir heute sagen, egal, ob du in deinem Leben mit einer Krankheit kämpfst, mit einer schwierigen Familiensituation, mit einer herausfordernden Situation im Job, mit dir selbst vielleicht, irgendwo nicht im Reinen bist, ich weiß eines, es gibt Gnade von Gott, die ist groß genug. Die ist groß genug für deine Frage, die ist groß genug für dein Anliegen und dein Problem. Und er möchte nichts mehr, als dass du in deinem Leben nachher Tag für Tag angeschlossen bleibst an dieser Gnade. Die Frage ist, ob wir das wollen. Es ist eine Einladung von Gott. Johannes sagt es einfach so, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht. Und das Wort Recht dort ist eigentlich ein starkes Wort, es bedeutet auch Macht, Kinder von Gott zu werden. Mit diesem Leben, mit dieser Lebensqualität. Ich möchte uns einladen, dass wir doch miteinander aufstehen, dass wir in ein nächstes Lied miteinander einstimmen und ganz bewusst auf diesen Gott, der sich gezeigt und offenbar hat, schauen. Und jetzt wollen wir miteinander beten. Wir wollen in einen Moment noch gehen des Gebets. Und ich möchte dich einladen, wenn du an Jesus glaubst, dass du dich doch an diesem Tag neu ausstreckst zu ihm. Er ist der Geber des Lebens. Er ist der Inbegriff des Lebens und seine Gnade für dich ist groß genug. Und Herr Jesus, ich bete an diesem Tag für all diejenigen, die dich bereits in ihr Leben aufgenommen haben, Herr. Und ich bete für ihr Leben, ich bete für ihren Alltag. Herr Jesus, dass sie aus dieser Fülle deiner Gnade jeden Tag neu nehmen dürfen. Dass sie im Gebet diesen Zuspruch, diese Zuversicht, diese Kraft abholen dürfen. Dass sie täglich neu gestärkt mit dir ihr Leben bestreiten dürfen. Dass sie gestärkt werden von deinem Glauben, deiner Zuversicht, deiner Hoffnung.
Und Vater, ich bete gerade jetzt, dass für all diejenigen, die zuhören, die mitbeten, die zu Hause sind, wo Menschen ein Wunder brauchen in ihrem Leben, sei es ein Durchbruch, eine körperliche Heilung, sei es ein Wunder in ihrem Alltag. Vater, ich bete für sie in deinem wunderbaren Namen und sage, danke Jesus, bist du der ewige Gott. Und danke ist dir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und in deinem Namen sprechen wir Hoffnung, sprechen wir Gesundheit, sprechen wir Heilung, sprechen wir Zukunft, sprechen wir Erneuerung, sprechen wir die Wunder Gottes in unsere Situationen, weil wir dir vertrauen. Herr, für dich sind das kleine Dinge. Die kosten dich, Herr, nicht ein Promille deiner Kraft. Und ich danke dir dafür, dürfen wir uns dir anvertrauen, dürfen wir damit rechnen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, dürfen wir unsere Herzen dir auch öffnen. Und Jesus, ich bete jetzt für Menschen, die in dieser Stunde in ihrem Herzen eine Entscheidung getroffen haben, die gesagt haben, ich möchte diesen Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich möchte für sie beten, Jesus, dass sie dieses Wunder des neuen Lebens an diesem Vormittag ergreifen dürfen. Und wenn unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, ist jemand hier, ist jemand zu Hause, der sagt, hey, ich möchte dieses neue Leben ergreifen in Jesus? Dann bitte ich dich, heb doch einfach deine Hand. Du möchtest Jesus aufnehmen. Es geht um nichts anderes an diesem Tag. Dankeschön. Sind noch weitere Menschen da, auch zu Hause. Ich möchte dir sagen, du darfst auch Gott dort ein Zeichen geben, darfst deine Hand für einen Moment erheben, sagen, ich möchte Jesus aufnehmen. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir zu beten und diesen Jesus und sein göttliches Leben in dein Leben aufzunehmen. Bete doch mit mir, sprich mir diese Worte nach und sag, Herr Jesus Christus, du bist der Ewige. Du bist der Schöpfer. Du bist das Leben. Und ich möchte dich heute aufnehmen in mein Leben. Erfülle mein Herz mit deinem Leben, mit deiner Heiligkeit. Ich möchte dir, meinem Schöpfer, mein Leben jetzt anvertrauen und dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Danke für die Bibel, die ich lesen darf. Und danke, dass du Menschen an meine Seite stellst, die mir helfen, meine Fragen zu lösen, die mir helfen, dich besser zu verstehen und die für mich beten und mir helfen, in Verbindung zu bleiben mit dir, Jesus, dem lebendigen Gott. Danke, hast du mein Gebet erhört. Amen. Amen. Hey, wir wollen diesen Menschen wirklich einen Applaus geben an diesem Morgen. Wir freuen uns mit euch an dieser Entscheidung für Jesus.